Aus der Region für die Region. Das Label für regionale Produkte wünscht gute Unterhaltung bei SRF Bedelüt. In der ganzen Schweiz wird wieder gehandwerkt, gemalt, gekämmert, gegossen, genäht, gestrickt und. Die Leute haben wieder Freude an der Handarbeit, selber etwas Neues kreieren. Das ist SRF für die Leute selber gemacht. In 2 Wochen ist Weihnachten. Zeit, um seinen Liebsten wieder mal etwas zu schenken. Oder auch sich selber. Anstatt Kätze durch die Läden zu rennen, könnten sie ja ihre Geschenke auch mal selber machen. Dass das gar nicht so schwierig muss sein, das wollen wir Ihnen heute zeigen. Ich nehme Sie mit in die Welt der kreativen Handwerker. Und die ist riesig. Wir haben uns in der Schweiz herumgeschaut und stellen Ihnen 5 der pfiffigsten Ideen und den Menschen dahinter vor. Nicht jedes Handwerk ist gleich einfach. Für gewisse Techniken braucht es ein Know-how oder sogar eine Portion Begabung. Aus diesem Grund habe ich die 5 Ideen in 5 Schwierigkeitsgrade eingeteilt. Wir fangen an mit dem 5, am schwierigsten, und hören auf mit dem 1, wo für Sie vielleicht sogar bubi einfach ist. Viel Vergnügen. Das mache ich so gern. Im Brockenhaus herumstöbern. So viele Sachen, die man nicht mehr wollte, auch wenn sie noch so gut im Schuss sind. Die Gegenstände könnten einem auch Geschichten erzählen. Wem hat der zum Beispiel mal gehört? Ja, ja, ja! Cool. Ich hoffe, ich finde hier ein besonderes Möbel. Das ist genau das, was ich suche. Perfekte Größe. Das ist sicher mal ein Nachttischchen gesehen. Das kann man hier montieren. Super Form. Ist irgendetwas drin? Nein. Perfekt, hat alles Platz. Das nehme ich. Das ist super. Ich kenne Leute, die ein Händchen haben für solche Sachen. Und genau dort gehe ich jetzt hin. Alte Möbel wieder neues Leben einhauchen, das ist die Spezialität von der Patricia Bernardinis und dem Daniel Schneider. Sie haben mich sofort unter ihre Fittiche genommen. Sehr gut. Gut, ja, jetzt willst du... Gern. Super. Oder fahr mal in der Mitte an, dann Ja, kommst du ein vielleicht bisschen in der das Mitte. Gefühl hast. Genau. Und je nachdem musst du mit einer Hand oder mit beiden musst du schnell ausprobieren. Zuerst muss ich mein Nachttischchen ganz abschliffen. Das könnte man auch von Hand machen, aber Profis haben natürlich eine Schliffmaschine. Auf dem Gewerbeareal im zürcherischen Flurlingen warten noch ganz viele Möbel auf ihre Verjüngungskur. Schön sieht Gell, ist schön geworden. Das ist ein schönes Riesenholz. Ja, Ha? die Nasricht da ist super. Hast du das gut gemacht? Kompliment. Danke. Und jetzt, wie ist es mit Muster und Farbe? Wie gehen wir da jetzt vor? Also, ein bisschen Inspiration brauchte ich noch. Gehen wir doch mal schnell schauen, was wir machen könnten. Die Patricia und der Daniel sind privat, aber auch im Geschäft ein eingespieltes Team. Ihres Merkmal sind die farbigen Muster. So machen sie jedes Möbelstück zum Unikat. Hochwertige Holzmöbel aus den letzten paar 100 Jahren individuell auf modern und elegant trimmt. Du meinst eher hell? So ein helles Muster oder wie da, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das ist schön. Es Ja. kommt als Holz, sieht man Stimmt, dann dort. besser. Die Maserung, alles. Ja. Musst du mal aufmachen? Ist das nicht schön? Schön. Jedes einzelne Ornament haben Patricia und der Daniel selber ausgewählt oder entworfen.
dann kopiert und auch noch selber von Hand ausgeschnitten. Bevor ein Muster auf mein Möbel kommt, muss man es zuerst noch lasieren. Das braucht gerade noch Mut. Ganz langsam. Ah, okay, damit es annimmt. Dann gerade wieder ansetzen, sonst gibt es dort noch. Gar nicht so einfach. Wichtig ist, dass man die Maserung vom Holz am Schluss noch sieht. Dann malen wir auch innen alles an. Du, und eigentlich sind ja so Aussteiger, oder? Sind wir. Wir haben vor 5 Jahren unsere alten Jobs an den Nagel gehängt, weil wir gefunden haben, wir haben genug von diesen Stressjobs. Dani hatte eine Werbeagentur in Zürich. Ich habe in der Gesundheitsdirektion gearbeitet als Kommunikationsfachfrau. Und dann haben wir gefunden, komm, wir haben genug von dem. Wir machen mal etwas Gescheiteres. Und dann, es ist so ein Zufall, wie es oft im Leben gibt. Ein Neffe von mir ist auf der Straße gestanden, also mittellos. Ja. Und wir haben ihm dann unter die Arme gegriffen und haben gesagt, wir einrichten ihre Wohnung aus dem Brockhaus. Und dann, bei dieser Gelegenheit, haben wir die Möbel entdeckt. Und dann haben wir irgendwie am Sonntagmorgen beim Frühstück haben wir gesagt, komm, wir machen doch etwas aus diesen Möbeln. Der Dani sagt zwar immer, du hast das gesagt. Ich mache mit. Und ja, sind wir da. Du, noch schnell, ich habe hier bei der Ecke, was muss ich jetzt da machen? Da habe ich jetzt gerade ein Ecke, Pinsel. Ah, okay, eben, weil mit dem Rönnchen, ich habe jetzt versucht, so reinzudrücken. Nein, das geht nicht. Inwiefern helfen euch eigentlich eure alten Briefe jetzt beim neuen Job hier? Also ich glaube, dass der Dani als Grafiker dass er so ein bisschen die Wiege geleitet bekommen hat. Also das ästhetische Empfinden und ich habe es vielleicht ein bisschen im Blut. Ich weiss es auch nicht genau, aber ja. Also das heisst, es finden rege Diskussionen statt, wenn ihr ein Möbel gestaltet? Ja, manchmal streiten wir auch. Ja, manchmal finden wir beide, wenn wir etwas ganz anderes. Aber ich finde das immer sehr gut. Unterdessen hat der Daniel mein Muster kopiert und ist am Ausschneiden. Ich muss jetzt noch fertig werden. Das ganze Blatt. Genau. Machst du weiter? Ja. Danke. Okay. Du hast schon gemacht, gell? Du auch schon? Du. Ja. Aha. Ui. Halt so genau wie möglich. Ja. Das ist eine Acetatfolie. Die risst nicht so schnell. Darum kann man die Vorlage ein paar Mal brauchen. Das ist im Fall eine rechte niffelige Arbeit. Da habe ich mir recht etwas eingebrockt. Ja, und irgendwie habe ich auch Schiss um meine Finger. Ist lässig, ha? Ja. So, Deli? Super. Cool, oder? Cool. Also recht anstrengend gesehen, gebe ich zu. Gut, jetzt können wir anfangen, das Muster tupfen. Super. Patricia, machst du Du das? hast die Händchen schon an. Tust du stupfen? Okay. Keine Widerrede. Nicht zu viel und nicht zu wenig Farbe, dann kommt es gut beim Stupfen. So ein Möbelstück hat seinen Preis. Kein Wunder bei so vielen Arbeitsschritten. Es ist manchmal schwierig, wenn Kunden kommen und sagen, ja, aber wenn ich ihnen das Möbel bringe, ist es dann billiger? Ja. Dann müssen wir wieder erklären, das Möbel ist eigentlich nicht das Teure, sondern die Arbeit ist das Teure dran. Jetzt das Scharnier wieder montieren und mein einzigartiges Nachttischchen ist fertig. Lackiert wird es erst ganz am Schluss. Die Anleitungen zu allen 5 Objekten, die wir in der Sendung produzieren, können Sie auf unserer Internetseite SRF bei den Leuten herunterladen. Sie wissen ja, es wird immer einfacher bei uns. Und schon sind wir beim Schwierigkeitsgrad 4 angelangt. Wenn Sie gerne mit dem Feuer spielen, ist das jetzt genau das Richtige für Sie.
Stahlschweissen, das ist kein Beruf, das ist eine Leidenschaft. Das sagt Andrea Stahl. Ihr Nachname ist nicht etwa ein Künstlername, sie heisst wirklich so wie ihr Material: Stahl. Sie kreiert aus schwerem Metall filigrane Objekte, Lampen, Möbel und Kunstwerke für drinnen und draussen. Wir sind im Aargau, zu Oberentfelden, auf dem Gelände der alten Bürstenfabrik. Ich höre Andrea schon arbeiten. Sie zeigt mir heute, wie man die Funken so richtig sprien Hallo. Sali, Andrea. Hoi Janet. Hey, lässig, kommst du schweissen? Ja, ich freue mich auch. Hey, und das ist jetzt dein Reich. Ja, das ist So mein schön. Reich und... Genial. Ja. Was bist du jetzt gerade am machen hier bei diesen Dingen? Achtung, heiß, gell? Einfach, das ist so ein bisschen, immer so ein bisschen heikel Nicht beim anlegen. Schweissen. Das gibt ein Lichtobjekt für den Garten. Und das ist jetzt das, was wir heute auch zusammen machen? Nein, du musst das nicht machen. Du machst etwas, das wie für den Anfang gut ist. Hä? Also, da wäre eine Möglichkeit von so einem Tischkerzenobjekt, das du dann draufstellen kannst. Du kannst rausschneiden, wie du das willst. Also das ist dann ganz frei. Oder du machst hier eine einfache Version. Das ist Herzli ist immer gut. Auf was hast du eher Lust? Also, wenn du mich gerade so vorstellst, Ja. also, ich würde schon gerne so eine Kerze... Willst du ein bisschen Herausforderung? Ein bisschen Herausforderung. Ja, das finde ich auch lässig. Gute Schuhe und ein Overall montiert, kann es losgehen. Anfangen wir mit Plasma schneiden und das macht man draussen, wegen dem Dreck, den es gibt. Also, das legen wir hier drauf. Ja. Beim Plasmaschneiden braucht es Strom und darum hat es ein Erdungskabel. Und da musst du jetzt schauen, dass du im rechten Winkel bist. Also, dass du es nicht schräg hast, sondern dass du bist immer so unterwegs. Also, schau, jetzt ziehe ich auch noch die Händchen an. So, probieren wir das mal. Also jetzt schön heben. Ja, mit dem Finger drauf. Ja, hat er wieder... Aha. Ui. Ja, einfach, macht nichts. Einfach wieder drauf. Ja, genau. Schön langsam. Super, ja, genau so. Ja, so ist gut. Ja, Milo, ja. Super. Ja. Also ich denke, das hast du schon recht gut im Gespür. Weißt, so weisst du, wie es geht. Und jetzt haben wir ja die zwei langen Seitenteile von dem Kerzenobjekt. Ja. Und das nehmen wir jetzt und das tun wir auf die Seite. Okay. Jetzt tue ich zuerst einmal genau vorzeichnen, was ich noch ausschneiden will. So. Ja. Du und Andrea, wie bist du eigentlich zu dem Ganzen gekommen? Zum Stahlschweissen? Wie bist du schon drauf gekommen? Das ist so schon 24 Jahre her. Und ich habe einfach Möbel gebraucht für mich. Und habe keine gefunden zum Posten. Und dann habe ich gefunden, ja, mal Schweissen lernen ist wirklich nicht schlecht, wenn man das kann. Und habe dann bei einem Kollegen, der Schmied ist und Schlosser, habe ich gelernt Schweissen. Bin ich jetzt hier zu weit raus? Ja, das ist Entschuldigung. ein bisschen Da bin ich nicht zu weit knapp raus. da, gell? Es ist, Okay. Also einfach Da sicher kann man ja nicht noch mal- mehr näher, also mehr rauf. Und wieso ausgerechnet Stahl? Also, mein Stahl ist doch ein hartes und kühles Material eher. Ja, für mich ist der Stahl einfach halt auch, es ist einfach praktisch, man kann ganz viel machen. Mit wenig Material hebt etwas. Man kann es kombinieren mit Materialien, Holz, Glas, Stoff. Es ist noch spannend, weil du schaffst ja recht filigran mit dem harten Material. Das ist Das habe ich immer gehabt. Das ganz filigrane, dass die Leichtigkeit oder das, ja, dass es nicht so schwer und tängelhaft daherkommt, sondern dass es so durchlässig, filigran, transparent ist. Das ist schon mein Markenzeichen. Wie reagieren die Leute eigentlich darauf, wenn du sagst, eben, sie ist Stahlschweisserin?
Ja, es kommt nämlich schon so die Frage, vor allem bei Ausstellungen, so, wenn Sie in den Raum hier kommen oder so, dann sagen die Frau Stahl, wer hat denn das geschweißt, oder? Und dann sage ich, ja, ich. Und dann muss man immer so die Hände zeigen, oder? Ja. Und dann sagen sie, ja, das geht doch gar nicht. Ja, das gibt es schon. Fertig geschwätzt. Jetzt wird's heiß. Genau so. Und schnaufen noch dazwischen. Die Andrea hat recht. Das macht richtig Spass. Es ist sogar einfacher, als ich gedacht habe. Und jetzt lerne ich auch noch schweissen. Hey, hast du es geschafft? Ja. Voilà. Hey, super. Cool, gell? Cool. Das sieht aber gut Freude. aus. Hä? Ist es so rausgekommen, wie du gedacht hast? finde ich oder? schön. Schon? Hast du so die vorgestellt? Ja, plus minus. Plus, minus, gell? Es ist nämlich, man muss auch noch ein bisschen irgendwie flexibel sein, finde ich. Die kommen auf das Blättchen. Genau. Dann hier auf der Seite haben wir dann die Wändchen, oder? Wo wir dann rein tun. Und jetzt fangen wir einfach mal mit einer an. Toi, toi. Ja. Schweissen tut man immer mit Maske, um die Augen vor dem Lichtbogen zu schützen. Du siehst es auch, gell? Aha. So. Ja, jetzt Ja. habe ich es verwünscht. Jetzt ist es gegangen, gell? Genau. Hast du gesehen, sobald der Ja, Winkel ja. richtig... Du, wie ist es eigentlich, wenn man jetzt daheim will schweissen? Woher kann man so ein Gerät beziehen? Also man muss die Maschine nicht posten. Es gibt auch Orte, wo man es mieten kann. Ja. Bei so Schweissfirmen haben oft so ein bisschen Angebot zum Mieten. Und was man sonst, also was nicht geht, ist irgendwie im Innenraum, oder? Also du musst einen Aussenplatz haben, irgendwie von der Garage oder in einer Garage, wo es nicht viele Sachen hat. Das ist schon die Bedingung. Endspurt. Ich hebe. Du schweissen. Das würde ich sagen, das hebt. Das hebt. Hä? So lässig. Das ist gut. Jetzt noch gut putzen. Oder wer es gerne rostig hat, kann es rausstellen und mit ein bisschen Essigwasser anspritzen. Dann rostet es nämlich schneller. Also, ein bisschen stolz bin ich schon. Das habe ich gemacht, ohne Vorkenntnis. Also natürlich unter fachkundiger Anleitung. Wenn Sie nicht so gerne mit dem Feuer spielen, wir sind bereits beim Schwierigkeitsgrad 3 angelangt. Und das können Sie daheim auf dem Sofa machen, ganz allein. Und zum Beispiel Fernsehen schauen dazu. Zum Beispiel SRF bei den Leuten. Früh am Morgen zu Feldmeilen am Zürichsee. Hier wohnt eine wahre Meisterin im Stricken. Es gibt kein Strickmuster, das sie nicht kennt. Ihre Passion gibt sie auch gerne weiter. Ich habe ja gewusst, irgendwann wird es in dieser Sendung richtig bünzlig. Der Name täuscht, wie ich sehr schnell merke. Die Margrit ist alles andere als bünzlig. Hallo Margrit. Oh, Janette, komm rein. Ja, danke vielmals. Wow. Das ist wirklich interessant. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, überall liegen da so gestrickte Decken rum und so Pfannenplätze, weißt du die? Das ist nicht mein Stil. Das würde auch nicht passen. Ich habe es gerne modern, klar und sec. Was strickst du denn so?
Ich habe die Küsse da gemacht. Das ist etwas jetzt da. Ich habe die Decke da gemacht. Sehr schön. Ja, und wie bist du überhaupt zu diesem Lismen gekommen? Durch meine Mutter. Also meine Mutter hat hier während dem Krieg in Heimarbeit für andere Leute gelismet und ist durch das bei uns Kind daheim und ich kleines bin auf dem Schömmeli neben ihr gehöckelt und habe auch lismen. Und also im Kindergarten mit 4 konnte ich lismen. Und was machen wir jetzt heute im Kurs? Etwas ganz Einfaches, das ist dort der Puff. Den stricken? Ja, den kann man lismen. Zwar mit ganz dicken Nadeln, mit dem 15. Also das sind so dicke Nadeln. Die Margrit gibt regelmässig Strickkurse für Leute wie mich, die eben nicht mehr so genau wissen, wie es geht. Dort nimmt sie mich jetzt mit. Während die Margrit und ich jetzt zusammen nach Zürich fahren, zeigen wir euch die wahren Straßensachen selber machen. Kinder. Die Mädchen und Buben vom Primarschulhaus Lachen zu Chur haben uns in ihre Bastelstube eingeladen. Das ist der Aussenschutz vom Eiskratzer, wo ich da dann eben das Gelismet reinkommt. Wir stricken für den Eiskratzer, also dass es schön warm gibt. Das Lisma, das gefällt mir auch noch sehr gut. Wenn man die Masche hier zuerst machen muss und man weiss noch nicht so, dann muss man erst das Gefühl dafür kriegen. Dann geht man hier rein, holt den Vater, geht hier raus und kann ihn runterlassen. Wenn man es dann schon ein paar Mal gemacht hat, dann geht's. Das ist ein Krankenauto. Ich habe in der Schule gemacht, gerade letzte Woche fertig gekommen bin. Also ich war lange dran für das. Wir haben halt kein Auto und dann verschenken wir es. Ja, wir haben eben auch kein Auto und mein Nono hat eben eins, dann schenke ich es ihm. Ich bin erfreut, dass ich überhaupt fahre, eigentlich. Ich denke, dass es nicht einmal fahren kann. Das ist eigentlich auch wahnsinnig, weil zuerst war das nur ein Ballon und jetzt sieht es so aus. Aber ich habe auch einen Engel gemacht, eigentlich genau wie sie, einfach 2 Bäume, dafür kein Jesus. Da habe ich ein bisschen zu viel geschliffen. Nein, das ist glaube ich auf der anderen Seite. Da habe ich ein bisschen zu viel geschliffen. Nein, da. Da habe ich zu viel geschliffen. Das ist ein Brett, wo man mit den Gummis Muster machen kann. Ja. Und die Nägel müssen wir selber einschlagen. Man kann sich ganz leicht auf den Daumen hauen. Nur höchstens für Claudio, aber der ist so ein Typ, der sich die ganze Zeit auf die Finger haut. Das ist dann auch nicht gerade so gut. Im Viadukt in der Senior Design Factory findet der Strickkurs statt. Ich bin Margrit. Ich freue mich, mit euch heute den Puff zu lismen. Und ihr habt ja alle schon eine Krungel ausgewählt. Jetzt schaut bei diesen Krungeln, dass ihr den Faden von hier rauszieht. Ja, super. Zum Anfangen. Nadeln haben wir schon parat. Dann tun wir anschlagen. Das könnt ihr alle. Nein. Anschlagen. Beim Tennis anschlagen. Also, aber lismen könnt ihr? Nein. Also, jetzt machen. Ja gut, also, dann legen wir das so um die Hand herum und der leere Bändel, der kommt um den Daumen. In die Linke. Gelernt haben wir es ja alle einmal, aber es ist ein bisschen lang her. Und ich bin auch noch ein echter Sonderfall. An die andere Hand. Ich bin Linkshänderin. Oh! Ui. Ja, ist das schlimm? Also so. Geht auch nicht, du bringst mich. So, stichst da rein. Du musst da schon oben heben. Und dann gehst du den hier holen und ziehst ihn durch das Loch durch. So. Reinstechen und dann den holen und durch das Loch durchziehen und fallen lassen. Ja. Und dann gerade anziehen. Siehst du, aber das ist nicht gescheit gekommen. Das ist mit Kannst du es rechts machen? Rechts? Wenn du es ja neu machst, warte. Jetzt machen wir es gleich auf diese Seite. Komm, so. Jetzt muss ich rechts stricken. Ja, es ist nur für jetzt. Nachher darfst du immer rein. So, jetzt ist es besser.
Unten rein. Oh, jetzt habe ich sie verloren. Das ist dort. Holen, den Faden. Nein, jetzt, wichtig ist der. Holen, durchziehen. Runter. Und gerade wieder rein. Ja, jetzt hast du es. Jetzt ist gut. Super. Ja, jetzt ist Das gut. mit der rechten Hand? Ja, talentiert. Regelmäßige Kurse im Stricken und Häkeln ist nicht das Einzige, das die Factory seit 6 Jahren anbietet. Die beiden Gründer und Designer, Deborah Biffi und Benjamin Moser, haben noch viele andere Projekte, wo sie Brücken zwischen Jung und Alt schlagen. Also reinstechen, durchziehen, umschlagen und anschlagen. Und jetzt? Den holen hier. Ah, da. Ja. Und dann so. Ich komme jetzt auch zu einem kritischen Punkt. Und ich habe schon Sehnenscheidenentzündung. Ah. Ich habe ewig nicht mehr gestrickt. Und du? Auch schon ewig nicht mehr. Ja, also das letzte Mal sicher in der Sekundarschule vielleicht. So eine Projektwoche. Ja. Und das ist jetzt der erste Kurs, den du machst? Das ist der erste Kurs, den ich mache, ja. Das ist eben auch so lässiges Material, oder? Und das hat mich eben gereizt. Nicht einfach nur ein Schal, sondern etwas Grösseres mit einem etwas anderen Material. Ich habe gerade, jetzt, wenn ich so weit bin, was muss ich denn? Und da habe ich irgendwie, da ist etwas Komisches passiert. Da. Da hast du nicht zusammengerismet. Aha, ein bisschen Freestyle. Du, aber das Ganze ist schön bis jetzt, sieht gut aus. Du, Margrit, du machst ja das alles ehrenamtlich und kriegst gar nicht dafür. Was ist denn die Antrieb? Erstens mal finde ich die Idee ganz super. Was die beiden machen da mit der Factory, dass die Alten den Jungen zeigen, was sie noch können. Ja. Dass das nicht verloren geht. Das Wissen, das wir uns einmal angeeignet haben, das wir haben, dass das weitergeben. Und weil ich die Idee so gut finde und es mir so gut geht, in jeder Beziehung, auch finanziell, auch gesundheitlich, alles, habe ich das Gefühl, hat man eine Verantwortung, da etwas weiterzugeben. Und ich habe auch Freude daran, diesen jungen Leuten das zu zeigen. Auch wenn ein bisschen ungeschickt zum Teil. Das hat keinen, das spielt gar keine Rolle. Und es hat bis jetzt noch jede hergebracht. Also dann besteht bei mir auch noch Hoffnung. Absolut. Reinstechen, umschlagen, durchziehen und runterlassen. Reinstechen, umschlagen, durchziehen und runterlassen. Geschafft. Die Margrit und die anderen sind schon lange heim. Ich wollte es einfach noch fertig machen. So schön. Also zusammennehmen und ausstopfen, das mache ich dann daheim. Ich bin auf dem Weg zu 2 jungen Frauen, die ganz ein schweres Handwerk beherrschen. Keine Angst. Schwer in Sachen Kilo. Wir sind ja schon beim Schwierigkeitsgrad 2 angelangt und es wird noch mal einfacher. Es ist bereits am Eindunkeln. Ich bin genau richtig, weil die 2 Frauen treffen sich immer in ihrer Freizeit gegen oben. Ich bin zu Wettigen im Kanton Aargau. Hier hat es eine Wäschküche voll mit Dekoobjekten. Und alles ist aus Beton. Das ist die Werkstatt meiner heutigen Lehrmeisterinnen. Daniela Hirschi und Simon Wiederkehr zeigen mir, wie man Beton gießt, Schritt für Schritt. Als erstes tut man die Förmchen einfetten, wie beim Backen. Du musst den Pinsel nicht jedes Mal frisch benetzen, sondern es muss einfach so eine dünne Ölschicht haben. Und du schaust, dass es keine Seen gibt. Das muss man jetzt einfach machen, damit der Beton nicht klebt, oder? Genau, du musst wirklich in die Spalte rein. Und wenn es noch Betonreste hat, würde ich sie so ein bisschen rausnehmen mit dem Pinsel, weil sonst sieht nachher die Form nicht schön aus. Aha, genau, hier rein. Nicht so schwierig. Du, und kann man eigentlich alle Förmchen brauchen? Die weichen Förmchen sind halt die einfachsten. Also wenn du so Kunststoffförmchen hast, dann kannst du ja, wenn du die Form ausleerst, kannst du es dann bewegen. Machen Sie dann auch Eigenkreationen von den Förmchen? Schau, das war mal eine Kerze.
Und dann hat Simon Silikonwasser rundherum gepappt und ein paar Tage trocknen lassen, gell? Und dann ist die fest geworden und dann hast du es aufschneiden. Ja. Und die Kerzen vom Eichhörnchen wieder rausnehmen. Und jetzt haben wir sie wieder zukleben. Und jetzt hast du das Schälchen mit dem Öl. Und leerst rein. Also nicht das Ganze. Okay. Ja, dann habt ihr eigentlich extrem viel herausfinden, raustüfteln. Aber wie sind ihr eigentlich überhaupt aufs Betongießen gekommen? Durch einen Zufall, gell? Ja, kreativ waren wir schon immer. Aber dann bin ich eben ein Jahr lang weg mit der Familie. Und das war eine schwierige Zeit für uns, weil wir uns dann nie gesehen haben. Und als wir dann zurückgekommen sind, habe ich gewusst, dass ich 100% arbeiten muss, weil wir die Rollen getauscht haben und mein Mann jetzt angefangen zu studieren. Okay. Und dann haben wir wie einen Grund müssen haben, dass... Wir haben beide noch Kinder. Genau. Eine Familie. Ja. Und ich arbeite auch ein bisschen. Genau, und dann haben wir wie etwas gebraucht, wo wir einen Grund dafür haben, dass wir uns noch weiterhin mindestens 1 bis 2 Mal in der Woche sehen. Und dann hat uns das gefallen, gell? Und dann haben wir hier auf dem Platz gesagt, so, jetzt probieren wir es mal aus. Fixfertige Betonmischungen kann man im Laden posten. Schau, wir tun jetzt überall mal ein bisschen Wasser rein. Bei dir auch? Ja. Oh, stopp. Warte, du musst zuerst schnell die Händchen anlegen. Aha. Weil der Beton ist ja ätzend. Ja. Also er ist reizend, solange er da so staubig ist und bis er abgebunden ist. Also, jetzt rühren. Du tust jetzt auch rühren. Also rühren. Ui, das ist ja so recht anstrengend. Da haben wir schon rechte Muskeln drin, oder? Ja, halt auf dem Gefäß rumtragen. Ja. Das ist schon nicht aufkratzen. Du kannst richtig die Aggressionen rauslassen. So reinhacken und von unten rauf. Okay. Wenn der Beton gut fließt, kommt er in die Förmchen. Dann muss man ein bisschen klopfen, damit die Luftblöterchen raufkommen. Das sind abgeschnittene Christbaumkerzenständerchen, die man ganz einfach drauflegt. Sehr schön. Und das ist es jetzt gesehen? Ja, jetzt kannst du es reinbringen. Auch dorthin, wo die anderen Vögel Ja, gerne. Zum Trocknen stellt man die Sachen 4 Tage in den Keller. Ja, alles gut. Alles gut. Also, Für Betongefäßchen, wo man zum Beispiel Röschokerzchen reinstellen will, braucht es einen Hohlraum. Für das muss man einen kleineren, gefüllten Becher reindrücken. das Schwierige ist, dass es nicht auf eine Seite kippt. Ja. Und bis es so am Boden unten ist? Ja, oder? so weit wie es geht. Ui, ja. Fertig gegossen. In der warmen Stube malen wir jetzt die Gegenstände an, die schon trocken sind. Schau, da ist noch ein Kaffee. Bitte. In der Weihnachtszeit herrscht Hochkonjunktur. Morgen haben Daniela und Simon einen Verkaufsstand. Und für dort müssen sie noch ein paar Sachen fertig machen. Da komme ich ja gerade richtig. Weisse Pünktchen sind ihr Markenzeichen. In 10 Tagen ist Weihnachten. Wenn Ihnen die Betonobjekte gefallen, das schaffen Sie noch. Aber mit Abgießen, Trocknen, Schleifen, Anmalen, da rate ich Ihnen, fangen Sie schon das Wochenende an. Wie das genau geht, steht ja eben auf unserer Internetseite. Das ist richtiges Teamwork von A bis Z. Eigentlich ergänzen wir uns schon noch gut, gell? Ja, ich finde auch. Manchmal müssen wir auch gar nicht viel miteinander reden. Nein. Und wir wissen schon, was der andere meint. Obwohl wir eigentlich sehr verschieden sind. Ja, und hier mit Schneesturm haben Sie dann das Gefühl, den verkaufen wir morgen am Markt. Mein Objekt. Ja, ich glaube schon. Ist vielleicht ein bisschen unregelmäßig. Aber wir finden schon jemanden, der das kauft. Also vor allem, wenn da nicht mitkommen würde. Oh ja, hilf uns doch. Komm doch mit. Aha. Ja, wo ist denn der Markt? In Solothurn. Solothurn? Ja. Bin ich dabei. Ich bin voll sehr gut im Verkaufen. Früh am Morgen in Solothurn. Köfferli-Markt,
heisst Köfferlimarkt, weil jeder seine Sachen aus dem Köfferli verkauft. Sie müssen wissen, es muss auch alles wirklich selber gemacht sein, was man am Köfferlimarkt verkauft. Gut dekoriert ist halb verkauft. Das wissen Daniela und Simon aus Erfahrung. Noch Preise dran und dann können Türen aufgehen. Ja, 19. Und der Preis hier. Unser Stand ist sofort in Beschlag genommen worden. Der Beton ist weg wie warme Weckli. 14 Franken. Wirklich ganz stark. 20. Annette, schau. Jemand will einen Schneesturm kaufen. Wirklich? 7 Franken. Ich verkaufe. Eine Etagere. Das kommt, wer hat es gedacht, aus dem Französischen. Also, eine Etagere ist ein offenes, regalähnliches Gestell oder Geschirr mit mindestens 2, in der Regel 3 Ebenen. Seit dem Barock ist die Etagere ein beliebter Tischaufsatz für Früchte, Pralinen oder Ähnliches. Vielen Dank. Das ist genial. Seit 300 Jahren gibt es so Etageren. Es ist schon edel, wenn einem zum Morgen so geschichtet serviert wird. Und es ist auch platzsparend. Ich meine, wenn alle Teller hier rumliegen würden, wo würde ich auch mit Tässchen hin tun? Ich meine, logisch ist das wieder voll im Trend. Ich muss ehrlich sagen, so eine Etagere hätte ich gerne daheim. Ich habe mir sagen lassen, in Adetschwil im Zürcher Oberland wohne der Martin Schack, der Etageren macht. Dunkt mir aber schon ein bisschen komisch, so irgendwo im Giet draussen. Sali zusammen. Sali, wie geht's? Du, kriegt ihr eigentlich das Heu auch auf Etageren serviert? Ich weiss echt nicht, ob ich so richtig bin. Hallo Annette, ich bin schon oben. Komm einfach hier unten rein und steige drauf. Okay. Etageren machen sie einfach. Hoffentlich stimmt das auch. Wir sind ja beim 1. In diesem Schöpfchen hast du jetzt also deine Werkstatt. Ja, da habe ich Platz, habe ich mich einrichten. Ja. Ah, und da ist der Fundus. Genau, da kannst du also auslesen, was dir gefällt, was zusammenpasst. Ja. Genial. Das ist Wahnsinn. Die hast du alle zusammengesammelt, die Ja, Teller? überall, wo die Teller rumstehen, nehme ich die mit. Ja. Ah. Das heisst, du machst ganze Brockenhaustouren. Genau. Aber jetzt ist ja ein richtiger Etagerenboom. Merkst du das in den Brockenhäusern? Das wird langsam ein bisschen schwieriger, das merke ich schon. Vor allem, was zusammenpasst. Ja, Ja, eben. genau. Ah, und Glas. Glas kann man auch brauchen. Glas kannst du auch bohren, ja. Ah, ja, mit dem logisch. gleichen Bohren, ja. Ah, mit dem... Ja. Mhm. Ich habe übrigens auch noch einen Teller mitgebracht von den Ferien. Ganz lässigen. Da. Ja, das ist also ganz speziell. Gell? Ja, da musst du schauen, ob etwas Passendes findest. Ja. Ja, dann mache ich mich mal auf die Suche. Ja, genau. Ladezeit. Puh, das wird ein Zeitchen dauern. Ich mache, glaube ich, gerade 2, wenn es so einfach ist. Und jetzt? Schön. Jetzt müssen wir die Mitte suchen. Von diesen Tellern, die du hier ausgelesen hast. Und ich mache das so, ich nehme Maßstab, Ja. dann auf 0. Und dann kannst du beim Teller schauen, wo der höchste Punkt ist. Okay. 24, oder? Durch 2, ja. Genau. Das gibt 12. Dann mache ich hier einen Strich. Das gleiche auf der anderen Seite. Und dann kontrolliere ich immer noch, kontrollieren, ob ich da wirklich die Mitte habe oder schräg geschaut. Das ist recht präzise geschafft. Also fange ich mal mit dem Tässchen an. Darf ich deine Kleopatra einzeichnen? Das darfst du machen. Aber lieb sie mit ihr, gell? Ich finde das eigentlich recht witzig, ein Mann, der Etageren macht. Wie bist du auf das gekommen? Also entstanden ist das Ganze letzte Weihnachten, wo meine Frau mit der Etagere heimgekommen ist und gefunden, das wäre doch ein Geschenk für Gott und Götti. Ja. Ich soll so Stangen machen.
Und das hat mich schon noch interessiert. So Teller bohren, weil gelernt habe ich mal Feinmech, aber mit Glas und Keramik keine Erfahrung gehabt. Hast du das alles zuerst ausprobieren? Ich musste es erst ausprobieren, als es ihm besser gegangen ist. Und dann haben wir die verschenkt, die 15 Etageren, die wir zusammengeschraubt haben mit den Kindern. Und dann sind alle gekommen. Und ich will auch eine, ich will auch eine. Und so ist es immer grösser geworden. So, Annette, jetzt zeige ich dir noch, wie wir da die Teller bohren. Ja. Für das habe ich so eine Handbohrmaschine genommen. Jetzt habe ich bei dieser Handbohrmaschine einen Diamantbohrer vorne drin. Ah, das ist Diamantbohrer? Genau. Und ich würde dir wirklich empfehlen, mit einem Diamantbohrer das zu machen und nicht so einen Keramikbohrer hier. Weil der macht ganz wüste Löcher. Die sind nicht schön rund. Ah, die sind so ausgefranst, genau, wie wenn du bei den Blättchen bohrst. Genau. Ah. Den Teller, den wir angezeichnet haben, tun wir ein bisschen Wasser rein. Brauchen wir zum Kühlen und dass der Bohrer nicht verstopft. Ich wäre froh, wenn wir da ein bisschen heben. Ja, sehr gut. Ja, super. Also, dann würde ich sagen, lege ich los. Weißt du, warte schnell. Ich gebe dir hier einen Übungsteller. Aha. Es wäre schade, wenn die schönen Teller, die du ausgelesen hast, würden kaputt gehen. Ist es natürlich nur blöd, Wasser rein tun mit ja, diesen aber das geht schon. Okay. Das ist ja einfach zum Üben. Ein bisschen Wasser. Jetzt musst du darauf achten, dass du wirklich senkrecht bist. Und ohne dann mit den Fingern den wirklich richtig heben. Was? Ja. Sehr schön. Ja, jetzt greift er schon. Genau. Ja. Und sobald er gegriffen hat, kann noch ein bisschen Gas geben. Jetzt spüre ich, wie es durchbricht. Wirklich durch. Wow. Sehr gut. So das erste Loch im Teller. Yay. Bis der Bohrer greift, muss man gut heben. Aber dann geht es schwuppdiwupp. Ui. Hui, Und jetzt wage ich mich an meinen Ferienteller. Jetzt gehen wir mal ein bisschen an die Wärme. Dann kannst du die Stangen auswählen. Ja. Und dann tun wir die Etagere zusammenschrauben. Okay, gerne. Das ist auch eine Idee von Martin. Ein Vogelhäuschen. Haben Sie daheim vielleicht auch so etwas Besonderes kreiert? Dann stellen Sie doch ein Foto von Ihrem persönlichen Meisterwerk bei uns auf die Facebook-Seite SRF für die Leute. Ich bin gespannt. Etagerenstangen in vielen Farben und Variationen kann man fix fertig kaufen. Welche passt, ist Geschmackssache. So wie die Etagere mit meinem Ferienteller. Ich zeige Ihnen lieber die klassische, elegante Version. Das Zusammenschrauben ist ein Kinderspiel. Und was man schlussendlich drauf tut, also Schlüssel, Brille, Zahnbürstchen, ist einem selber überlassen. Logo. In der Adventszeit dekoriere ich die Etagere natürlich weihnachtlich. Sieht super aus. Also, solange es an Weihnachten noch gut so drauf hat. Vielleicht habe ich sie jetzt so richtig angesteckt mit dem Do-it-yourself-Virus und sie wollen sofort loslegen. Auf unserer Internetseite finden Sie alle Anleitungen und Informationen dazu. Wenn Ihnen eines von meinen Objekten, die ich in dieser Sendung selber gemacht habe, besonders gefällt, zum Beispiel die Etagere oder auch mein Nachttischli, dann können Sie das kaufen. Der Erlös geht dann an die Aktion «Jeder Rappen zählt» auf SRF 3. Nächste Woche zeige ich Ihnen 5 weitere coole Ideen. Dann alles zum Thema Kleider und Schmuck. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Selbermachen. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Label für regionale Produkte. Wir freuen uns auf eine Woche
Jeder Rappen zählt. Zusammen mit euch. Wir sammeln wieder. Das